Motion die hat schon gewissen Alter vom 21. Januar 2020 haben wir sie deponiert an der Chamber. Und es geht um das Problem von der Gewalt daheim, den wir ja leider in unserer Gesellschaft doch ganz gut kennen. Und bei der Problematik kommen natürlich ganz viele Frauen am Medienschau, die Opfer sind, das auch nach für kurzem internationale Frauen, der ganz viel daran erinnert gehen. Mit das auch einen Teil von der Realität, weil wir noch ganz viele Männer und Jungen, die Opfer sind von Gewalt. Wir hatten darüber schon viel Diskussionen an Statistiken. Es gibt schon ein Komitee de professionell, die sich speziell um Gewalt daheim kümmert, die machen all ihre Rapport an Eisenhahn die Rezenz, soweit wir es wissen, die Rezenz von dem Komitee sind aus dem Jahr 2019. Und da geht dafür, dass an statistisch 36,42%, also bei 4 von 10 Opfer Männer und Junge sind, und 6 von 10, ein bisschen mehr wie 6 von 10 sind Mädchen Frauen. Als dann am Ausland, in Amerika, Kanada, da gibt die Problematik, an dem sind jetzt schon wie lange studiert, da gibt es auch Metastudien drüber, und du hast Proportionalität ungefähr 50-50 und kann ich natürlich auch davon ausgehen, dass es für Männer aus sozialen Gründen dax mehr schwer ist, nach zu gehen, dass sie Opfer von Gewalt sind wie für Frauen. Also kann ich davon ausgehen, dass Kontinu von den Resultaten am Ausland, den Analysen und noch von der Situation heute wahrscheinlich auch mehr oder andere Gleichgewicht besteht. Auf jeden Fall, mir geht von den offiziellen Statistiken aus, und dazu wie gesagt, rund 4 von 10 Opfer sind Männer und Jungen. Auf der anderen Seite haben wir Strukturen für Opfer von häuslicher Gewalt. Und da haben wir dann eine Question parlamentär auch gestaltet, und das hat sich vielleicht in der Zwischenzeit ganz leicht verändert. Mit den letzten offiziellen Ziffern, die wir kennen, sie so denn am ganzen 253 Unterbringungsmöglichkeiten gibt für Opfer von häuslicher Gewalt. Davon sind 88, also bei 90% sind für Frauen und Mädchen, schon 11% für Männer und Jungen. Und auch für Pappen, die mit Kindern verwillen, nach der kommen, geht es bald nicht. Da haben wir also ein großes Ungleichgewicht. Wir haben auf der einen Seite rund 4 von 10 Opfer von männlichem Geschlecht, auf der anderen Seite nehmen 10 von 100 Strukturen sind sie für Männer und Jungen. Das ist natürlich keine glückliche Situation, weil wir sehen auch am Ausland, an Deutschland oder auf anderen Plätzen, dass du wirklich vorgemerkt hast, auch für Männer Häuser zu gründen, eben für die Leute auch können abzufangen und das nicht zu tabuisieren. Dass eben auch da an dem Teil von der Gesellschaft ein großer Bedarf gibt, für zu helfen, für abzufangen. Selbstverständlich muss das für Frauen und Mädchen ein grosses Maß geschehen. Wir wissen auch, dass da Probleme sind, dass auch da nicht genug Zimmer sind, dass es doch ganz schwierig ist, aus einem Feuer rauszukommen, wie vielleicht bei einer anderen Platz im Wohnungsmarkt etwas zu finden. Alles das vorher mit Geld nach mehr eben für Männer und Junge, weil das Ungleichgewicht eben ziemlich eklatant ist. An unser Plädoyer ist dafür, dass wir alle Opfer von der Gewalt können abfangen und helfen, egal wie das Geschlecht, also bei möglichst gerechten Manier. Und dafür der Konstat, den wir haben, ist einfach den, dass wir das Ungleichgewicht konstatieren und dass wir dafür plädieren, das auszugleichen. Das meine Opfer stellen an der Thematik eine Minorität, weil das nämlich viel mehr und das Emotion steuert, als das Narrativ, den der DDR probiert zu propagieren. Das den, dass der Regierung hervorgehend häusliche Gewalt, Zitat Motion, eine Geschlechterdiskriminierung auf vier bringen greift. Wir brauchen der Strukturen. Und wir haben da definitiv nicht genug. Ich weiß nicht, wo die Reaktionen hier sind. Ich höre vom Terrain, auch von den Leuten, die mit denen Opfer schaffen, ganz andere Sachen. Ich meine, es wäre vielleicht, ja, soll ich etwas so übertreten von den Geringen? Das ist wirklich, meine ich, das wirklich, es tut mir bei leid getan, Madame Gary nutzuleuchten, wie sie heute probiert hat, wie Madame Hetto doch richtig gesagt hat, neutral formuliert, sachlich, Motion zum Thema von der häuslicher Gewalt an einen ideologischen Feldzug gegen die DDR zu verändern. Den Gender